Ah, sehr schön, liebe Leute. Danke vielmals, danke vielmals. Geht's euch gut? Nein, ich muss ehrlich sagen, wir Menschen machen und sagen schon mega schräge Sachen. Wie zum Beispiel das da. Warum sagen wir Gesundheit nur beim Niesen und nicht beim Husten? Es hat mir so fest Wunder genommen, ich habe das nachgeschaut und anscheinend während der Pest, wenn du niesen konntest, hast du ein gutes Immunsystem gehabt. Deswegen haben einem die Leute eine Gesundheit gewünscht. Aber eine Gesundheit zu wünschen, ist doch eine nette Gestik. Warum fühlt man sich schlecht, wenn man das im falschen Moment sagt? Wir haben das alle schon mal erlebt. Jemand steht nebendran und macht mega Licht. Dann sagst du, Gesundheit. Dann sagt die Person, oh nein, sorry, ich habe nur husten. Dem Fall nehme ich es zurück, sorry, mein Fell. Nein, Krankheit, in dem Fall, Krankheit. Hey, warum machen wir so Zeug? Wir haben auch gewisse Floskeln, die für mich keinen Sinn machen. Wie zum Beispiel sagst du einen Gruß. Warum sagen wir das heute noch? Früher hat das Sinn gemacht. Menschen haben weit weg voneinander gelebt. Bis sie sich wieder gesehen haben, ist es mega lang gegangen. Dem, was sagst du einen Gruß, hat Sinn gemacht. Aber heutzutage, wenn jedes Handy in der Tasche hat, nervt mich das. Du bekommst einen Gruß nicht zurück. Es ist viel zu viel Druck für mich, wenn man das jemand sagt. Say, Charlie, sagst du einen Gruß dir heim, gell? Dann mach's doch selber! Nein, wir kennen alle so jemanden. Jemand, der zu dir kommt und der sagt, hey, sagst du einen Gruß dir heim, gell? Und 6 Monate später kommt die Person zurück und fragt dich, und hast du einen Gruß gesagt? Oh. Wegen sagst du einen Gruß. Kann ich nicht mehr zu meinem Physiotherapeut? Es geht nicht. Ich kann keinen Fuß mehr dort rein tun, wegen sagst du einen Gruß. Weil ich musste eine Plasmaspritze holen. Für die nicht wissen, was eine Plasmaspritze ist, du gehst zum Physiotherapeut, die nehmen das Blut raus, tun es in eine Zentrifuge rein, also eine Schleudermaschine, nehmen das Plasma raus und spritzen dort her, wo du Schmerzen hast. Jetzt, bevor ich von dieser Behandlung erzähle, muss ich erzählen, wie es dazu gekommen ist. Jetzt, 2017, habe ich bei meiner ersten SRF-Sendung mitgemacht. Für SRF Sport. Und die Sendung hat SRF Champions geheissen. Und es war an der Ski-WM. Und dann hat irgendjemand eines Tages die glorreiche Idee gehabt und wollte einen optimal pigmentierten Skifahrer beibringen. Das bin ich, für die nicht... Alles gut. Nein, du musst schon sicherstellen, dass sie daraus gekommen sind. Und dann haben sie niemand anderes geholt, um mir das beibringen, als Vreni Schneider. Ja. Für die Vreni Schneider nicht kennen, sie ist Olympiasiegerin. Ich weiss nicht, ob sie bekannter ist wegen ihrer Skikarriere oder wegen diesen Liedern. Was nein, das Lied war mega herzig. Es ist mega herzig. Ein Kaffee am Pistenrand, mit Freunden im klaren Land. Ist es nicht schön? Ist es nicht toll? Ist es nicht gemütlich? Mega herzig! Das Lied finde ich im Fall fast so unterhaltsam wie der Mega-Hit aus dem Kanton Aargau, Sex und Rösti. Kennt ihr den? Ich kenne Sex und Rösti nicht! Googelt das, ihr werdet das Lied in der Favoritenliste hinzufügen. Ich sag's euch. Sie ist so gut. Ich sehe den Mann, steht bei sich im Garten, spielt die Handorgel. Und eine Frau steht nebendran und sie singt Sex und Rösti, das ist Grösti. Und am Schluss sagt sie und wenn sie muss mit Rösti sein. Nein, hör auf! Nein, hör auf! Nein, das Lied ist gut. Das Lied ist gut. Könnt ihr googlen. Auf jeden Fall. Wir sind dort angekommen, haben mir Vreni vorgestellt. Mega nette Frau. Und dann haben wir schwätzen. Irgendwann musste ich ein Interview geben. Und dann bin ich allein dort gestanden und Vreni am Pistenrand. Und die Piste war abgesperrt. Aber niemand, also die meisten haben es ja gesehen, aber außer ein Herr. Er ist abgebogen, sieht mich, er will ausweichen, aber er ist zu nah und schnell unterwegs. Er ist so knapp an mir vorbeigefahren, er hat meinen linken Ski einfach mitgerissen. Du hast einfach gehört und gesehen, wie mein Bein geknackst hat. Einfach BAM! Ja, dann kommt er zu mir zurück und fragt mich noch, geht's dir gut? Und ich musste lügen.
Es war meine erste SRF-Sendung und ich habe gewusst, die gesamte afrikanische Community sitzt daheim, schaut die Sendung und denkt, Charlie, enttäuscht uns nicht! Und ich habe gewusst, viele Schweizer sitzen daheim, schauen die Sendung und denken, er stirbt sicher. Vreni bringt er um, er schafft es nicht. Dann müssen wir lügen. Ich sage, liebe Leute, mein Bein brennt, aber ich kann noch laufen. Das sagst du mir gut, wenn du noch laufen kannst, dann machen wir mit dem Dreh weiter. Wir gehen schlitteln. Ja. Ja. Aber nicht irgendwo schlitteln. Wir sind der Muttersmurei durch schlitteln. Ja, wusstet ihr, was Muttersmurei auf Rätoromanisch heisst? Ah! Nein, ich sag's euch, wie der Muttersmurei ist die gefährlichste Schlittelbahn der Schweiz. Dort fährst du nicht runter, dort bist du ein Beifahrer, okay? Hey, wir fahren dort runter, gell? Es geht links, rechts, links. Da gibt es eine lange, gerade Strecke. Und vor der Rechtskurve stehen 3 Kinder mitten drin und unterhalten sich. Und ich musste eine schwierige Entscheidung treffen. So, entweder weiche ich die Kinder aus mit dem Schlittel und könnte irgendwo landen und etwas brechen. Oder ich komme ab dem Schlittel, der Schlittel könnte weiterfahren und die Kinder verletzen. Oder Option 3, Beistrecken, Scheiß auf die Kinder. Weißt du, ich meine, ich kenne die nicht. Und es war eine schwierige Entscheidung, liebe Leute. Weil es sind deutsche Kinder. Ich habe nicht gewusst, was... Nein, ist ein Witz. Ist ein blöder Witz. Ich mach's wieder gut. Nein, ich mach's wieder gut. Hey, lass es zu. Hey. Nein, ich mach's wieder gut. Liebe Leute, wir müssen nett zu den Deutschen sein, weil du weißt nicht, welchen Arzt du als nächstes hast. So. Das war, oder? Also ich sitze dort und ich habe 3 Sekunden, um mich entscheiden, was ich mache. Dann habe ich gedacht, ich kann das nicht machen. Links neben diesem Kind habe ich mega viel Schnee gesehen und eine Holzabsperrung. Dann habe ich gedacht, ich krache dort durch, es bremst mir ein bisschen ab und dann lande ich in den Tiefschnee, habe ein paar Schürfungen, aber diesem Kind geht es gut. So. Ich habe das Gefühl, die Holzabsperrung ist so dünn. In Wahrheit ist sie etwa so dick. Dann habe ich noch meine Beine gestreckt, weil ich denke, das bremst mich ab, gell? Mein Gesicht ist da zwischen gelandet. Dann sind die Kinder zu mir gekommen und fragen mich noch, geht's dir gut? Und ich musste lügen. Ich habe gesagt, hey, liebe Leute, eigentlich müsste ich in die Sendung, aber nein, es brennt viel zu viel. Wir müssen zum Arzt. Dann sind wir hergegangen. Der Arzt war mega nett, war ein Deutscher. Nein, er war mega glücklich, dass er seine Kinder nicht angefahren hat. Und dann sind wir röntgen. Und das ist dabei rausgekommen. Überdehnte Innerbänder, überdehnte Kreuzbänder, Meniskusschaden, angezählte Achillessehne, gebrochener Fuß und überdehnte Innerbänder vom Schlitteln, gell? Schlitteln. Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich das dann normal machen konnte. Aber nach 1,5 Jahren hat mir jemand gesagt, Charlie, hol dir doch Plasmaspritzen. Aber liebe Leute, Plasmaspritzen sind kein Witz. Ich habe 3 bekommen, ohne Narkose. Du sitzt dort her, die E-Spritze kommt, und die sind so lang, die Spritze. Die E-Spritze kommt da drin, die zweite kommt da drin, aber die dritte, unter die Kniescheibe, ja, bis zum Kniebeutel. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass es gibt einen Nerv, der da ist, und der Nerv ist direkt mit dem Arschloch verbunden. Ich habe es nicht gewusst. Hätte ich es gewusst, ich hätte es nicht gemacht. Es sind Geräusche hinter mir rausgekommen, die ich noch nie gehört habe. Du hast gemeint, 3 Harley-Davids fahren an mir vorbei, hinten dran. Einfach Es hat Risse an den Wänden gegeben, die vorher nicht da waren.
Nein, ich habe einen Vogel gesehen vom Baum oben runtergefallen. Und ein anderer Vogel hat versucht, wieder zu beleben. Einfach das. Nein, der Arzt hat mich versucht zu beruhigen, gell? Sagt er mir, oh, Herr Nguela, machen Sie sich keine Sorgen. Das passiert vielen nicht. So, wirklich? Sagt er, nein, Sie sind der Einzige bis jetzt. Bis ins Wartezimmer haben die das gehört, gell? Und wisst ihr, warum ich das weiss? Für wir in der Schweiz, wir sind mega anständig, aber auch wenn so etwas passiert, wir können uns nicht haben. Ich laufe an diesen Leuten vorbei. Und ich schwöre es euch, die haben mich alle genauso grüßt. Ich laufe durch und alle dann. Grüezi! Und jetzt kommt das Schlimmste. Ich laufe raus, die Tür ist hinter mir noch so viel offen. Ich drehe mich um, will mein Arzt Tschüss sagen. Wisst ihr, was er mir sagt? Sagst du einen Gruß daheim, gell? So sicher nicht. Ich akzeptiere nur noch Grüße aus der Küche. Danke vielmals, Ben.